Habe dir Nasenbär, ich bin der Granti, ich zock gern Computerspiele und heute rede ich sauber zu lang über The Black Mirror. The Black Mirror ist ich hab's viel Geld und kann nicht wirklich Apps, aber mehr einen Familienfluch in Zeitlupe erforschen Simulator, der 2003 unter dem Originalnamen Posel Smrti, zu Deutsch Todesbote, vom tschechischen Studio Future Games rausgebracht worden ist. Ich weiß nicht so ganz warum, aber gerade in Deutschland war es anscheinend extrem erfolgreich. Kann dran liegen, dass David Nathan den Protagonisten gesprochen hat und der Kerl kann mir erzählen, dass es keine Paulaner-Spezie mehr gibt, während ich immer nur vorstelle, wie es war, ein Kind mit seiner Stimme zu haben. Wenn ich in eine neue Serie schalte und ich höre das, in den meisten Fällen sagen, Kacke, Mann, schon wieder versauen sie das alles. Und das ist natürlich was mich nervt, deswegen bin ich dazu übergegangen, viele Sachen im Original zu gucken. Weil einfach nicht mehr so schön synchronisiert wird wie früher. Und ja, ich hab mal erwähnt, dass ich Spiele am liebsten in der Originalsprache spiele, aber mein Tschechisch reicht aktuell gerade mal für Prominte, Martale, Chruschka, Velka, Prsa. Außerdem habe ich mir damals die englische Version gekauft, weil ich weder gewusst habe, dass es eine tschechische Nummer ist, noch dass es überhaupt eine deutsche Lokalisation gibt und im Spiel kann man die Sprache nicht mehr umsteigen, also lasst's mal Ruhe, es ist auf Englisch. Ich habe The Black Mirror vor knapp 5 Jahren während unserer aller Lieblingspandemie entdeckt und zum ersten und einzigen Mal bis heute durchgespielt. Der Granti, der den Text hier gerade schreibt, weiß so gut wie nichts mehr davon, aber ich kann euch echt nicht sagen, ob es an meinem Hirn, an einem langweiligen Spiel oder an erfolgreicher Verdrängung von grobem Schwachsinn liegt. Kurze Auflösung vom Zukunftsgranti, der mittlerweile mit dem Spiel durch ist, es war Verdrängung. Eine kurze Einführung ohne zu viel vorwegzunehmen. Es handelt sich bei The Black Mirror mal wieder um ein Point-and-Click mit einem Stil, der einfach frühe 2000er blärt und den ich lieb. Apps mit so einer Grafik kann für mich einfach nur gut altern. Im Gegensatz zu den ersten 3D-Gehversuche, die uns Titten beschert haben, an denen man sich die Augen ausstechen kann. Hier kann man die Augen eher geschmeidig über alles drüber glibbern lassen und findet einen Haufen detailliert gestalteter Umgebungen, die weder zu grau hat noch zu fad sind. So ziemlich jede von den Szenerien ist, für mich, ein mittleres Kunstwerk in Sachen Gestaltung und Stimmung. Eine Sache, die während dem Lockdown hin und her jetzt nicht tragisch war, aber jemanden, der heute irgendwie ein Leben hat, die 10 stören kann, ist eine durchschnittliche Spielzeit von grob 14 Stunden. Meine liebe Frau Schrebergarten, so viel Zeit gebe ich für ein Final Fantasy oder Baldur's Gate aus, aber als Point-and-Click hast du besser richtig was in der Hosen bei so einem Anspruch. Wir werden später drauf kommen, woher die 14 Stunden kommen und ich kann euch gleich sagen, dass die Erkenntnis so viel Spaß macht wie das Mädel hier zum Sein. Musiktechnisch gibt's nicht wirklich was zu maulen, weil es nicht wirklich was gibt. Wind, Regen, Schritte, das Ticken von der Uhr, das sind eigentlich schon 90% vom Soundtrack und ich bin voll dafür. Die anderen 10% haben gezielt eingesetzt, zum Beispiel im Menü, bei speziellen Ansichten, am neuen Kapitel oder bei Zwischensequenzen. Insgesamt kommt der komplette Soundtrack auf nicht einmal eine halbe Stunde ausgewählter Breckerl atmosphärisch einwandfreier klassisch besetzter Stummmusik mit Titeln, die ich von Black Metal und Grindcore Bands erwarten darf, die sie für genauso avantgardistisch wie Bass halten. Diese brachialen Nackenbrecher heißen zum Beispiel Dark Drawing of a Lighthouse by James. Melodies in the Sanatorium. Blood in the Shredder. Oder, mein Favorit aufgrund der vorsichtig über Minuten hinweg aufbauenden Spannung und dem Kulminieren in einem bombastisch instrumentalisierten Crescendo, des Wagner auf die Knie fallen lassen darf, Corpse at the Morgue. Violin Unveiling. Die Benutzeroberfläche ist ein wunderbar aufgeräumter Traum in Sachen Immersion. Das Menü ist oben in der Leiste, das Inventar unten, beides nur sichtbar, wenn man drüber fährt. Es ist nichts dabei, was einen vom Spielgeschehen ablenkt. Außerdem bietet Black Mirror die Annehmlichkeit aller Annehmlichkeiten in so einem Spiel. Wenn du auf einen Bildschirmausgang doppelklickst, bist quasi sofort draußen. Da ist nichts mit, ich geh mal schnell einen Kaffee machen, während meine lahmarschige Figur das Zimmer weiter wackelt. Die Animationen von den Charakteren sind interessant. Das ist ein gutes Wort. Alle bewegen sich wie so animatronische Figuren, aber halt unter Wasser und auf Valium, was auch zu einer Synchronstimmen passt. I saw a light.
It was someone approaching the church. Ich hab vielleicht 3 Charaktere gehört, die mir nicht allein durch einer Gelaber meinen Jahresvorrat an Kraut ausgeschüttet hätten. At 7, I have to be in front of the gate. Und diesmal habe ich mein Spielerlebnis auch nicht nach einer Komplettlösung strukturiert, sondern bin blind rein und habe nur, wenn ich steckerblind bin, auf dem UHS nachgeschaut. Das ist kurz für Universal Hint System, was vom Prinzip her eine der geilsten Seiten ist, die es so gibt. Du kriegst nicht einfach die Lösung zu dem Rätsel ins Gesicht klatscht wie einen fettigen Fisch, sondern du kannst die Schritt für Schritt annähern. Was ziemlich geil ist, weil er manchmal durch einen sehr dezenten Tipp die Lösung doch noch selber einfallen kann oder weil man ab und zu vielleicht sogar schon weiß, was zum Tor ist, aber zum Beispiel nur Gegenstand fällt oder man einen Ort übersehen hat. Wer regelmäßig Point-and-Clicks oder andere Rätselspiele spielt, dem kann ich das als eine unaufdringliche Hilfe nur an den Milz legen. Plus, ich hab's ja so gespielt, wie es vermutlich heutzutage die allermeisten Leute spielen werden, nämlich ohne Anleitung und das wird sich ja bemerkbar machen. Das ist quasi die Anlauf-statt-Gleitgel-Variante und das Vorspiel ist hiermit auch beendet. Es wird Zeit für The Black Mirror. Wer das Geheimnis hinter der Familie Gordon auf eigene Faust rausfinden will, kann jetzt schon mal rumdaumeln, kommentieren oder abonnieren und dann die letzten Hundewelpen für Weihnachten einpacken. Vergesst nicht Luftlöcher in die Viecherl zum Bohren, einen 10-fach Platzsaal für die Arbeit schmieren oder ein bisschen Don't Drop the Sword hören. Der Rest darf mit mir nach England reisen und zwar in August 1981. Keine Ahnung, woher man das wissen soll, aber so ist. Merkt euch das gerne im Zusammenhang mit dem guten Wetter im ganzen Spiel. Im Intro sehen wir einen William, der ausschaut, als da er gerade einen gepfefferten Leserbrief an seine örtliche Zeitung schicken, wo ihn um seine Meinung betreffend des neuen Anstrichs vom Rathaus kommt zum Tor. Der Samuel. Tatsächlich verfasst er einen Brief an einen Samuel, in dem man um Hilfe bittet beim Versuch, das Geheimnis seiner Familie zu lüften, und außerdem schickt er ihm ein Erbstück mit, einen Ring, auf den der sakrisch aufpassen soll. Hey, lieber am Sam als am Frodo. In this envelope, you will find the ancient ring of our heritage. It is very important that you always have it with you. Take extraordinary care of it. Bei all einem Geld haben unsere Herrschaften Schlossbewohner anscheinend nichts übrig gehabt für gescheite Fensterriegel. Kennst du den Spruch, da möchtest du nicht da über dem Zaun hängen? Nachdem der William seinen Abflug gemacht hat, fangen wir das erste Kapitel in dem Spiel an. Rückkehr der Zukunft. Also wenn ich hier einen DeLorean fahren darf, hat das Spiel schon gewonnen, das sage ich euch. After the funeral, we jointly returned to Black Mirror. My unexpected return after more than 12 years gave them the freedom to ask all kinds of unspoken questions. Was von der Familie übrig geblieben ist, das trifft sie im Wohnzimmer, in das vermutlich meine erste WG einpassen darf, und bespricht auf eine völlig natürliche Art und Weise, wie es jetzt weitergehen soll. William was everything to me, and now... You need not say anything, Victoria. Today is a sad day for all of us. I think I will leave you alone now. Wer immer das eingesprochen hat, wird beim gleichen Schauspielunterricht mitgemacht haben wie der Tommy Wiseau. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. What a story, Mark. Der eine verzirkt sich in die Bibliothek und die andere möchte wissen, ob wir jetzt für immer da bleiben. Ich sage übrigens der und die, weil ich null Ahnung habe, wer diese Leute sind und ob oder wie wir verwandt sind. Das Spiel hat scheinbar auch was Besseres zum tun, als uns aufzuklären, deswegen habe ich euch mal ein dramatisches Personal jetzt angestellt. Also, wir spielen den Lappen da. Der heißt Gordon und soll tatsächlich nach Johnny Depp ausschauen. Das haben sie zumindest zur Hälfte geschafft. Der Zaungast vom Anfang war der William, unser Opa. Victoria ist seine Witwe und demnach unser Oma. Robert ist denen einer Sohn und unser Onkel. Bates ist der Leibeigene des Hauses und der Typ da ist der Dr. Hermann, Arzt und Freund der Familie. Victoria will also wissen, ob wir mir da bleiben. Samuel, tell me, have you returned to stay with us for good? Müssen wir erstmal drüber nachdenken. Hängt vermutlich davon ab, ob es unser Rennautobetten ausgeschmissen hat oder nicht, also gehen wir erstmal in unser Zimmer. Victoria wants me to stay. Maybe I should have promised I would. But I haven't made up my mind yet. Maybe later. Bates has readied my room. I should go have a look. Marcus Gordon, the younger of the 2 brothers that began our dynasty. Ich hab den seltsamen Impuls, mit einem Protonenstrahl auf das Gefäß zum Schießen. Fragt's mich nicht warum. Bit of a sissy, isn't he?
Das Anwesen hat vermutlich mehrere Zimmer als ich blöde Ideen an einem guten Tag. Also ich weiß nicht, ob das Zimmer so bezeichnend ist, wie die Programmierer gemeint haben. Auf dem Weg zum Zimmer, ja, in Großbuchstaben, reden wir kurz noch mit dem Robert. Was mich in dem Gespräch irritiert und mit Sicherheit noch öfter irritieren wird, ist, dass der innere Monolog von Samuel genauso klingt wie alles, was er zu irgendwem sagt. How is it possible that Robert is not at all interested in this? Und ich mag die Vorstellung, dass er einfach laut sagt, was er denkt und dann ganz normal weiterredet. Roberts Schnurrbart schaut aus, als hätte er im Vollrausch wieder am falschen Ende vom Hund gerochen. Wie bitte? Wie geht's der Mama? Hat's euch noch ihren eingewachsenen Zehennagel? Das Schloss lässt sich nicht reparieren, weil es dann die alten Storner die neuen nicht akzeptieren und wir haben 2 neue Diener. Diese Gespräche sind einfach die Definition von weltfremd. I've been away for 12 years, and all that has happened is that we have 2 new servants. Today's paper. I'll have a look. Ist das, wie du normalerweise Zeitung liest, Sam? Weil wenn ja, dann kenne ich 3 Physiotherapeuten und 2 Psychologen, die gern mal mit dir reden dann. Seems to be a note of some sort inside. Die Nachricht ist von einem Haha. Und der beschwert sich beim Robert über einen dauerdichten Kurier. That permanently drunken goof whom you have paid to be the messenger brought it late. Warum Nachrichten, deren Absender wir nicht kennen, in der Stimme vom Absender vorgelesen werden, ist jenseits meiner Vorstellungskraft und wir werden nur sehen, warum das eine ziemlich blöde Idee ist. Robert presented this one to William. Lass mir ran, der Titel von dem Ding ist Wie man im Hause Gorin richtig Zeitung liest. Nachdem wir dir zu unserem alten Zimmer aufgespart haben, betreten wir es und schwelgen meine Erinnerungen. This place hasn't changed at all, as though I were only away for a few days. Da ist der Kamin, wo wir der Dienstmagd beim Putzen zugeschaut haben. Da sind die Gemälde, mit denen unser Vater seine ersten Spendenbetrügereien abgezogen hat. Und da ist ein Foto von irgendeiner Catherine, für deren grausamen Flammentod wir verantwortlich waren. Ah, die gute alte Zeit. Welcome home, Samuel. Aus unserem Koffer nehmen wir unser Backerl Schädeltabletten und einen Geldbeutel und da es hier sonst nichts zum Tun gibt, platschen wir ein bisschen durchs Schloss. Okay, wenn wir irgendwie mit dem Lucky verwandt sind, kriegt das Spiel sofort einen Pluspunkt. Ernsthaft, was macht das Porträt hier? Hat irgendein Vorfahr von uns mal beim Neineln abgezogen und das Beutel gewonnen? Im Esszimmer schirmen wir uns ein paar Süßigkeiten ein. Almond sweets from Switzerland. I like these best. Ja, schön für die. Und in der Küche gibt's die erste Schachtel Schmarrn. Ich möchte in den Keller, aber die Tür ist zugesperrt. The door is locked. Ungefähr ein Bläschelläng entfernt hängt nicht einer, sondern sogar 2 Schlüssel. Probably the cellar key. Aber du brauchst nicht glauben, dass der Sam willens war, die Tür aufzusparen. I'll leave it here. Bates might need it. So wären wir keine Freunde, das sag ich dir. Hier geht's hinaus in den Garten und da macht man einen kleinen Spaziergang. Zum Anschauen gibt's unter anderem 2 handelsübliche Hinkelsteine, von denen keiner weiß, wo sie herkommen, wo ich so meine Theorie hab. Nein! Und den teuersten Baum, den ich seit langem gesehen hab. It must be centuries old. Außerdem ein Beng, die komplett zugewachsen ist, ein Dorf, der so dreckig ist, dass vermutlich sogar die Algen mit dem Bauch nach oben schwimmen, noch mehr verreckte Baum und Stallungen, die wegen einem Haufen Büsche unbegehbar sind. The rear path is completely blocked by bushes. Wofür habt ihr eigentlich einen Gärtner, ha? Hockt der den ganzen Tag bloß auf seine Hände oder was macht der? The smoke from the leaves smells nice. Na ja gut, das erklärt's. Je nachdem welche Bladel da abbrennen, da die vermutlich auch den ganzen Tag nichts geschissen kriegen. Ah, lass mir doch gleich mal das unsympathische Bonzenkind raushängen. Good morning. Good morning, sir. Nachdem uns der Haken Henry da eine Bombe zum Verstehen gegeben hat, dass er allein den ganzen Garten eigentlich überhaupt nicht managen kann, schafft man ihm erst einmal an, dass er ihn durchsauber machen soll. There used to be fish in it once. Und als er uns dann erklären will, dass das eher sinnlos ist, drohen wir er mit Kündigung. Either you clean it by tomorrow, or you can start looking for a new job. Samuel, mein Bruder in Christina, du bist nach 12 Jahren seit 5 Minuten wieder daheim und möchtest Leid rausschmeißen, weil's nicht auf der Stelle springen, wenn du Hups sagst? Nachdem wir unsere hochwohlgeborenen Klöten auf den Tisch klatscht haben, wollten wir mal schauen, wie wir nur so rumschubsen können, aber ums Gelände verlassen zum Dörfer braucht man Landkarten. I had better get hold of a map. There is probably one somewhere in the library. Also auf in die Bibliothek, vielleicht können wir da gleich noch sauber zu laut telefonieren oder sowas. Auf dem Weg dorthin sehen wir nur ein Gemälde von dem zweiten Bruder, der das Schloss ursprünglich gegründet hat. Mordred Gordon, the heartless ruler of the dark ages of our history. Grundsympathischer Typ, da ich sagen. Schaut er überhaupt nicht aus wie der World of Warcraft Hexenmeister auf AliExpress bestellt. In der Bibliothek finden wir erst einmal raus, dass wir mit dem Dude aus Big Lebowski verwandt sind. Mit Herman the German führen wir eher komisches Gespräch. Doctor, can I have a word with you?
Yes? Ja, typisch, Doktor. Erst einmal eine halbe Stunde warten, bis wir mit dir reden. It's William. Erst sagt er uns, dass das nicht die rechte Zeit war, um über den William zu reden. You do realize that this is not the appropriate time to speak about William. Ah, stimmt, wir kommen nur auf die Idee, über die Person reden zu wollen, die gerade eben beerdigt worden ist, nachdem es aus dem Fenster auf einen Zaun gesprungen ist. Mein Fehler! Und dann haut er nur einfach den Satz raus, dass schon ein bisschen komisch ist das Ganze, weil der William krasse Brandwunden auf der Brust gehabt hat. Numerous deeply burned areas. I have no clue as to their origin. Aber na, da reden wir morgen drüber, heute kehrt sich das nicht. Bursche, wir haben hier gleich noch einen Todesfall. Come back tomorrow. I will gladly tell you everything. I really do not want to talk about this today. Vor ihm darf übrigens auch die Notiz an Robert gewesen sein. Stimm, Akzent und Initialen passen zumindest wie, was auch immer das da ist. Dr. Herman knows something important. Im mittleren Bereich von der Bücherei ist der Sam erstmal wieder verwöhnt. It's full of various parchments and old scrolls. I can't see any interesting ones. Ja, tut mir narrisch leid, dass ihr keiner ein Elder Scroll vergessen hat. Zwischen dem ganzen Bladelzeug findet man dann endlich eine Karten vom Anwesen und der Umgebung. In der Ecke steht außerdem noch einer von denen Gluck-Gluck-Globen, bei der erlauben Sam irgendwas feit. Alles klar, wird vermutlich später noch wichtig werden. Und auf dem Tisch liegt ein ordentlicher The Foliant. Chronicle of the Warm Hill Manor. Kleine Bücherkunde, ein Foliant ist tatsächlich ein festgelegtes Format. Da drin steht, dass der Marcus Gordon um 1215 rum eine Kirche namens Warm Hill Church auf heidnischem Boden gebaut hat, wo ziemlich viele unschuldige Leute verreckt sind. Klassiker. Um ungefähr die gleiche Zeit hat er außerdem die Black Mirror Akademie mitsamt Bibliothek gebaut, um Wissen für alle zugänglich zu machen. 1512 ist es drum allerdings abbrennt und fast war die Gordon-Familienchronik mit abgefackelt. Ein Garmer Gordon hat sie geopfert, ums zu retten, und ab da haben die Pfarrer von der Warm Hill Church auf die restlichen Bier hinaufpasst. Das bringt uns absolut nichts für den Rest des Spiels, aber die nächste Dinnerparty kommt bestimmt und dann haben wir einen guten Gesprächseinstieg. Unseren Hausknecht fragen wir, was mit dem Robert los ist. Anscheinend kommt der vor lauter Arbeit nämlich selten aus dem Zimmer und lässt erst recht keinen eine. Teilweise werkelt er bis tief in die Nacht. Wir beschließen nochmal nach ihm zum Schauen. Und außerdem will der Sam wissen, ob sicher ist, in den alten Teil von unserem Anwesen zu gehen. Der Teil scheint eine ziemliche Ruine zu sein und wir sollen auf gar keinen Fall reingehen, weil uns sonst der ganze Scheiß auf den Kopf fallen wird. It certainly is not a good idea to go there, even for a few moments, sir. Please do not take that kind of risk. Da es um den Kauf nicht wirklich schade ist, wird das aber definitiv gemacht. Das Gespräch mit dem Robert ist wahnsinnig ergiebig. What's the matter? Nothing special, I guess. I will go now. Beim Abendgehen ist mir dann das Treppengeländer aufgefallen und, wisst, beim Hans-Rüdiger Giger hat's wenigstens gut ausgeschaut, wenn alles vorher Schwengel war. Nachdem sie gerade dabei jetzt so Sorgen um Robert gemacht hat, habe ich eigentlich gemeint, man könnte ihm von dem Gespräch berichten, aber nein. Also der mal was ungefähr ein Drittel von dem Spiel ausmacht. Wir latschen uns Firstwund auf der Suche nach Punkten auf einer unsichtbaren To-Do-Listen, damit Sachen passieren und wir ein Kapitel abschließen können. In Richtung Stallungen finden wir den starchten Zaun, auf dem der William gelandet ist, und so wie der ausschaut, hat der Opa ein paar Gramm mehr auf die Rippen gehabt, als ich gemeint hätte. Entweder das oder das war ein Aluzaun. You are Morris, the groom, aren't you? Im Gespräch mit dem Viertelpfleger erfahren wir, dass... Jetzt tu dich um! Wir erfahren, dass er nicht gut auf den Haken Henry zum Sprecher ist und dass unser Gärtner scheinbar mehr als nur seine Geranien gießt, wenn's wisst, was ich meine. Man kann dann sagen, er pflügt sie gelegentlich dezent das Hochbeet und er düngt sich quasi gerne mal sein Rachen. Jetzt wird's blöd. Er sauft wieder ein Loch. Ende. Ends to get smashed and talk out of his ass. Jedenfalls war der Morris hier scheinbar schon mal im alten Teil vom Anwesen und fand's sau unheimlich. Hat sie beobachtet gefühlt und wird da freiwillig nicht noch mehr reingehen. I've got no reason to go there. And it's a strange place anyway. Wir schauen in den Stall und ich stelle zu meinem absoluten Entsetzen fest, dass man die Pferdl nicht ins Gesicht patschen kann. Das Spiel hat gerade 50% an Qualität einbüßt, aber jetzt sind wir schon mal da, also machen wir weiter. Red wine from our cellar. How did the bottle get here? Unser Unkrautrupfer ist scheinbar nicht der Einzige, der gerne mal sein Leber zum Schwimmen bringt. Schaut aus, als hätte sich der Morris am hauseigenen Weinkeller bedient. Elender Knecht, der vergammelte Traubensaft ist den Blaublütigen vorbehalten. Someone should repair it. Ja, absolut gehört die Kutschen repariert. Du weißt nie, wann du ins nächste Dorf musst, um einen 10 von deinen Vasallen einzudrängen, gell? Ich will nicht länger an einem Ort sein, wo man Pferdl nicht streichen kann, also konfrontieren wir Morris mal mit unserem Fund. Morris, I've noticed you have a bottle of wine on your workbench in the stable. Wine? I sometimes take a sip when it's cold outside, but never during work.
It appears to be our vintage red. Where did you get it? Well, Sir William gave it to me. Alles klar, der Opa hat's ihm geschenkt. Liangano, du dreckiger Bürger, du wärst gleich aufs Rad geflochten. I will go then. All right, Sir. An der Stelle waren wir dann wieder mal nicht ganz klar, was wir überhaupt machen sollen. Also habe ich versucht, einen von den anderen Schauplätzen zu suchen. I don't want to leave now. I must find out more. Hat aber nicht funktioniert. Angeblich müssen wir mehr daraus finden. Dann habe ich geschnallt, dass es im Haus noch ein bisschen mehr zum Anschauen gibt. William had his study behind those windows. If I want to find out what actually happened, I must get inside somehow. Wir wollen also in Williams Turmzimmer. Theoretisch ist die Treppen ja gleich da drüben, also auf geht's. I hoped I'd never have to return here. I'll never forgive myself for Catherine's death, for which I was responsible. It should have been me that ended up in the flames, not her. Laut Sam ist hier irgendwann ein Feuerausbruch, an dem er scheinbar schuld war, und das hat irgendeine Catherine durchbrannt. Von der wissen wir immer noch nicht, wer es überhaupt war. Unsere Frau? Unsere Schwester? Beides? Schaut's nicht so schockiert, im Adel war Inzest das Spiel für die ganze Familie. Es hat schon einen Grund, dass ein paar von denen ausgeschaut haben, als hätten sie sich mit der Schneeschaufel in der Nase bohrt. Just ashes. Just ashes. Hier gibt's anscheinend absolut nichts außer einer Konfrontation mit meinem Erzfeind in Black Mirror. Door is locked. Na, zugesperrten dir. Eventuell hat unser Unterhosenbügler Ahnung, wie wir da reinkommen. Bates? Kannst du bitte später dissoziieren, wir haben's eilig. Yes, sir? I need the key to the attic. Do you know where I can find it? It is hanging in the kitchen right next to the cellar door. You cannot possibly miss it. I'm going to need the key later today. Can you please put it back afterwards, sir? Freilich kriegst du den Schlüssel wieder, wenn ich fertig bin. Es war das erste Mal, dass ich einen Point-and-Click-Spiel sie nicht zurückgebe. This might seem strange to you, but I would like to see the exact spot where William died. Wenn wir schon da sind, kann er uns gleich noch sagen, wo der William unseren schönen Zaun demoliert hat. Nicht, dass wir da nicht vor 5 Minuten schon alles angeschaut haben, aber mei. This is where the awful thing happened. Why all of this then, sir? I can feel something is not right. I just don't know what. Have you found anything unusual around here? No, maybe just... We noticed a strange spot under the tower window, right there. No one knows where it came from. If you would allow me, sir, I'd rather go now. Jetzt brauchen wir bloß noch etwas, womit wir das drum auch abzeichnen können. Für mich heißt das, dass wir Stift und Papier finden müssen, aber das kann noch kurz warten. Erst einmal holen wir uns den Schlüssel und steigen wir in Speichern auf. Was macht das Horn von Gondor hier? Und als da das Spiel einen Rekord aufstellen wollen, gibt es ja nicht bloß eine, sondern sogar 2 zugesperrte Sachen. The entrance to the tower is nailed shut. I must get rid of these barrier boards somehow. Da schau her, sanft streichen hilft nicht. Wer hätt's gedacht? Immer nur auf der Suche nach Apps zum Schreiben und na, im ganzen Herrenhaus gibt's kein Papier und kein Stift. Reden wir nochmal mit unserem Dienstburschen und kämen nach Werkzeug fragen, um die Bredeln wegzumoperieren. Sein Tipp in Morris Stall-Werkstatt nachzuschauen ist genau das Richtige und einen Moment später haben wir unseren Hammer. I should be able to get rid of the barrier boards on the door to the tower. Das ist nicht einmal Diebstahl. Ich meine, der Hammer gehört vielleicht dem Typen, aber der Typ gehört uns, also... Stop! Hammer time! Ich weiß nicht, was da grafisch gerade genau passiert ist, aber so wie der den Hammer benutzt hat, hätte er einfach ein Pommes auf dich dagegen drehen können. Ich hab gemeint, der zirkt die Nägel raus oder sowas, aber nein, er drischt einfach nur drauf, als warten's die Finger, von wem der ihm Geld schuldet. Damn! Und natürlich ist die Tür zugespart. Ach so, und unser Hammer ist auch weg. Wieder so eine Sache, über die mich endlos aufregen kann bei solchen Spielen. War das ein Einweghammer oder was? Macht man doch gleich weiter mit dem Aufregen. Ich bin erst einmal wieder 20 Minuten rumgelaufen und hab nach einem Schlüssel für die Tür gesucht. Der ist nirgends zum Finden und ich kann mit keinem, der ihn haben könnte, auch nur drüber reden. Also geh aus lauter Hilflosigkeit noch mit zu der Tür und versuch wie ein kompletter Vollidiot sie mit dem anderen Schlüssel aufzumachen, was natürlich nicht geht. Danach habe ich aber aus Versehen nochmal auf Öffnen geklickt, was vorher schon nicht geklappt hat. Aber jetzt, beim zweiten Mal, kommt der Satz. I have no idea where the key could be.
I should ask Victoria. Hättest den Gedanken vielleicht gleich haben können, du fleischgewordene Fehlzündung? Jetzt können wir jedenfalls endlich mit der Vicky reden und... No, God! No, God, please, no! 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 Und da habt ihr das zweite Drittel vom ganzen Spiel. Gelaber. 5 Stunden Sprachausgabe haben sie aufgenommen und ihr könnt mir meine Hausschuhe küssen. Ich hab mir den kompletten Sorg angehört und aussortiert, was ansatzweise wichtig ist. Und das ist nicht viel, das sag ich euch. Der eine arbeitet im Burnout, der andere trauert. Wir haben nur wegen William zurückgekommen und warten am liebsten für immer weggeblieben. Der Heinz Hermann ist der Familienarzt und Freund und der Gärtner Bechert. Am Morrison soll man außerdem sagen, dass er einen Brunnen zuberedeln soll und wenn wir nach unserem Familienwappen fragen, dann erfahren wir, dass die zwei Gründerbrüder Markus und Mordred wohl so eine Art Krieg geführt haben. Alten Legenden nach hat der Markus und Mordred in der Kampagne unter der Burg angegriffen, um seinen Krieg gegen zum Gewinner. Die Kampagne hat nie wer gefunden und Markus Grab ebenfalls nicht. Ja, das ist ein Haufen Zeug auf einmal und das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist der Schlüssel, den wir haben wollten. Victoria, I need the key to William's study. I know that you insist that no one go in there, but... No one is allowed to set foot in there. Why are you talking about that place to me, Samuel? Why are you making me think of it? I just wanted... Go away. Und wie ein absoluter Lutscher lassen wir uns abkanzeln und anscheinend will sich der Sam später sogar noch entschuldigen. I should leave Victoria alone, now that I have offended her. I'll apologize later. Ein Rückgrat hat er wieder durchkochte Nacktschnecken. Um sie aber überhaupt entschuldigen zu können, müssen wir erst noch unseren Butler fragen, wir dürfen uns für die Victoria überhaupt bucken sollen und danach können wir für nix und wieder nix zu Kreuz kriegen. I had that key destroyed so that no one can ever enter the tower again. Maybe William had another key, I do not know. Where are his personal belongings now? Ask Herman. I do not want to talk about it. Aber wenigstens haben wir den nächsten Anhaltspunkt. Wir sollen einen Hermann nach Williams Besitz fragen und der sagt uns, dass wir morgen in der Leichenhalle vorbeikommen sollen. Wir haben es aber eilig und deswegen schickt er uns dann um 7 Uhr ans Eingangstor, der uns das Graffi vorbeibringen soll. Well, I must see them today. Can you help me? I will send someone to the main gate with a parcel for you. Let us say 7 o'clock. I'll be waiting in front of the main gate at exactly 7 o'clock. At 7, I have to be in front of the gate. Danach richten wir Morris noch kurz aus, dass er sich an den Brunnen machen soll und da ich keine Ahnung gehabt habe, was das Spiel jetzt noch von mir erwartet, bis es irgendwie weitergeht, habe ich nochmal alles Mögliche angeschaut. Und festgestellt, dass ich eiskalt die zweite Schublade übersehen habe. Überraschung, sie ist zugesperrt und der Schlüssel angeblich irgendwo im Zimmer. I'll have a look around the room. It has to be here somewhere. Hier gibt's eigentlich nichts mehr zum Anklicken und bevor ich jetzt meiner Maus das Kabel durchbeiß aus Frust, schaue ich lieber kurz im UHS nach. Okay, der geht auf mein Kappen, hätte ich auch genauer hinschauen können. Was nicht auf mein Kappen geht, ist, das hier passiert, wenn ich links klick. I cannot see there. It's too high. Und das hier passiert, wenn ich rechts klick. I'll try reaching up there. The key to my drawer. It should still work. Okay, jetzt haben wir eine Kamera. There's no film in it, and my old films are useless. Aber keinen funktionierenden Film. Und wem das Konzept Film für die Kamera besorgen lächerlich alt vorkommt, ich weiß nicht, ob ihr Spaß an Videos von jemandem haben werdet, der theoretisch jederzeit erwähnen kann, dass er früher mit einer Guthabenkarte Leute aus einer Telefonzelle angerufen hat. Oder dass er einen freien Spaßbeutel per Fax geschickt hat, während er sich überlegt hat, welche Motivdosen von Star Wars Episode 1 ihm noch fein. Okay, ich spüre gerade, wie Teile von mir zu Staub werden, während ich sowas sage, also machen wir schnell weiter. Jedenfalls laufe ich direkt nach der Ansage, dass der Sam keinen Film für die Kamera hat, zu dem Symbol und versuch's zu fotografieren. Woraufhin die Ansage kommt, dass der Sam keinen Film für die Kamera hat und ich mich ernsthaft fragen muss, wo ich mein Kurzzeitgedächtnis gepackt habe. Übrigens, warum hätte der Sam beim Entdecken von dem Symbol nicht sowas sagen können wie, Mensch, wenn ich gerade meine gute alte Kamera da hätte? Dann wart ich nämlich nicht wie ein Depp durchs Haus gelaufen auf der Suche nach Papier und Stift, sondern hätte gleich in seinem Kinderzimmer nachgeschaut. Also ein bisschen konstruktive Kritik am Rande. Unseren Film kriegen wir dann, mehr oder weniger, vom Robert. I need film for my camera. Do you know where I can get some? Wir dürfen uns an seiner Kisten mit dem alten Klumpbediener, die er in den Speicher gestellt hat. Die Kisten, von der wir zum Glück schon wissen, dass zugesperrt ist, sonst hätte ich jetzt wieder auf den Speicher laufen dürfen, feststellen, dass zugesperrt ist, nochmal zurück und wieder auf den Speicher. Bei solchen Rätsel wird ihm dann auch klar, wo das letzte Drittel von den 14 Stunden herkommt. May I borrow your key?
Wir kreien uns also den Film, legen wir ein Ei und macht mal ein Beutel von dem komischen Symbol. All I need to do now is have the film developed. Da der Sam ungefähr so selbstständig ist wie der Babypanda, rennen wir gleich wieder zum Robert und fragen ihn, wo man den Film entwickeln lassen kann. I only know of Murray in Willow Creek. I go to him myself when I need some pictures developed. He has a dark room in his pawn shop. Do you know where it is? Yes, I remember that shop. Try him. I guess I should go there. Und damit verlassen wir endlich das Gelände. Schließlich haben wir jetzt einen guten Grund. I have no reason to leave. Bitch! Ich bin mir meistens zu stolz für eine Komplettlösung, zumindest wenn ich nicht gerade mein Video danach strukturiere. In dem Fall hätte es aber gelangt, wenn ich die Anleitung gelesen hätte. Die ich natürlich nicht direkt habe, außer wenn man hier umeinander navigiert und rausfindet, dass gar einem manchmal Anleitungen zur Verfügung steht. Und nicht nur steht hier wunderbar erklärt, dass man mit Tabulatur alle Ausgänge vor dem Bildschirm sehen kann, sondern dass man am besten einfach alles links und rechts klickt. Weil man anscheinend mit links hinschaut und mit rechts genauer hinschaut. Gegenvorschlag, wie war's mit na, einfach nicht. Nach dem virtuellen Umbladeln habe ich dann auch noch gelesen, dass das, wo ich seit 2 Stunden umeinander nuckelt, quasi die ersten 5 Minuten vom Spiel sind und dazu sogar eine Komplettlösung in der Anleitung existiert. Ich fühle mich ungefähr genauso hart verarscht wie ein grünen Wähler, wenn er herausfindet, dass die Grünen in Baden-Württemberg die Freigabe von Polizeidaten für fucking Palantir mitgenehmigt haben. Zwar auf Drängen der CDU, aber komm schon! Und so begab es sich, dass der Granti, der den Kamin davor schon 4-mal angeschaut hat, den Kamin jetzt genauer angeschaut hat. Something is glittering in the ashes. Und auf einmal liegt der Müll im Dreck, endlich geht's weiter. The remnants of a torn-up photograph. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr mich sowas ankotzt. Ich hol mir liebend gerne 3000 Teile Herr der Ringe Puzzle und spare mich für einen Monat lang ein, aber ich hab keinen Bock, in einem Computerspiel eine Viertelstunde lang Papierfußball zum Schirm, nur weil die Rätseldesigner vermutlich mehr Zeit haben wollten, um Vice City, Splinter Cell oder Morrowind zum Zocken. Ja, die Trimmer haben alle 2002 rausgekommen, während das Spiel nur entwickelt worden ist. Und ich hab's alle gespielt. Damals. Vor so langer Zeit. Oh Gott, ich brauch sofort eine 20er jüngere Freundin. Nachdem wir die Legend zusammengespackst haben, fragen wir Vicky, ob's den Typen schon mal gesehen hat. Und anscheinend hat der William einmal ein Waisenkind für ein paar Tage im Stall wohnen lassen und uns durchgeführt. He lived for a time outside by the stable, a humble, quiet boy. He stayed with us for quite some time, but then he completely changed. It was as if he had gone mad. Irgendwann hat's dem Kind aber scheinbar alle Sicherungen rausgehauen und sie haben dann nach Ashbury gebracht, die lokale Anstalt. Robert hat ihn da aufgenommen, also soll man ihn Robert fragen. Robert? Do you know who this might be? No, I do not know that person. Erst einmal kann er sich nicht erinnern, aber wenn man dann nochmal fragen... I showed the picture we talked about yesterday. Warte mal, gestern? Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt nichts kaputt gemacht. To Victoria. She said she knew the man, that he had lived for some time near the castle. Auf jeden Fall meint er, das kann schon der Burg gewesen sein, aber dass er keine Ahnung hat, wo das Beutel herkommt. Hervorragend. Jetzt hätten wir schon 2 Gründe, dass wir das Gelände verlassen können, aber immer noch nicht gut genug für unseren feinen Herrn Tweedjacken. I'll stay here. Also renne ich noch mehr umeinander und stelle dann fest, dass ich das Gewächshaus komplett ignoriert habe. Hier steht ein Fleischwolf rum, nur für Holz. Ein Holzwolf quasi. Und ja, vermutlich könnte man hier irgendeinen richtig guten Witz über die schwulen Dating-App namens Grindr machen, aber mir fällt einfach keiner ein. Denkt euch selber was aus. In dem Holzwolf sehen wir dann Epsi, was nach Blut ausschaut und das gehört da eigentlich nicht hin. The wood is ready to go into the grinder. Okay, der Scherz hat sie mittlerweile selber geschrieben, passt. The door is locked. Und schon wieder zugespart die dir. Mir gelangt's. I am Surgat, Opener of Locks. Ja, schön war's. Stattdessen fragen wir einen Gärtner, warum der Blut im Holzhäcksler ist und wieso das Gewächshäusl zugesperrt ist. Antwort Alpha, da ist kein Blut, das müssen wir uns eingebaut haben. But that's impossible, sir. I only put branches in it. Are you quite sure? Perhaps you're right. I probably imagined it. Sam hat anscheinend null Vertrauen in sein Hirn. Fairerweise, mir geht's genauso. Antwort Beta, da ist zugesperrt, weil der Morris da öfter umeinander geschlichen ist und der Gärtner nicht will, dass da was wegkommt. But if you want to have a look inside, sir, I'll open it. No, I only wanted to know why it was locked. Junge, ich spiel das Spiel und ich möchte da vielleicht nein.
I will leave you to your work. Leave you to your work. Weil er Bladel zusammenredet und Bladel auf Englisch leave heißt. Ich find's lustig, lasst's mal Ruhe. Okay, ich möchte jetzt erst einmal wissen, ob der Sam wirklich spinnt oder ob da echter Blut war. There is nothing here. I could swear I had seen blood. Oh, hervorragend. Anscheinend haben wir wirklich nicht mehr alle Pixel am Bildschirm. I'd better take my medication. Aber wenigstens ist jetzt das Gewächshaus laufert. Das einzig Interessante hier ist ein Beutel, das der William irgendwann einmal gemeint hat. Schön. Richtig schön. Richtig schön nutzlos vor allem. Keine Ahnung, was ein Spiel noch von mir will, bevor ich endlich raus darf. Also laufe ich nochmal rum und druck nochmal auf Sachen. Und eine Sache, auf die ich schon mit links, aber heute noch nicht mit rechts gedruckt habe, ist dieser Busch. Ich bin mir sicher, wenn der Busch weggert war, dass der Turm noch viel größer ausschaut. I'll have a closer look. Something got stuck between the branches of the shrub. Okay, wisst was? Ab jetzt drücke ich einfach alle Tasten an meiner Maus, scheißegal wie lang es dauert. Wir finden irgendwas, das wie der chinesische Lochmünzen ausschaut und da wir nicht googeln können, was das sein soll, fängt die nächste Schnitzeljagd an. Look at this stone fragment. Die Victoria hat so drum einmal beim William gesehen, weiß aber sonst nichts drüber. Unser Senftenträger da scheint uns irgendwas zu verschweigen, schickt uns aber weiter zum Henry. He might know more than I do. Well, I don't really know what it is, but I found a similar piece near that place. Und der Henry erzählt uns dann schlussendlich, dass er Ähnliches drum gefunden hat, bloß mit einem fetten Rubin in der Mitte. Weil er vermutlich sein letztes Monatsgehalt schon in Liter umgerechnet gehabt hat, hat er das Ding zur Pfandleihe gebracht. I had to pawn it. I was broke. Was an sich gut war, weil man es da mit der Quittung wiederholen könnte. Aber die Quittung hat er angeblich nimmer. Give me your bill of exchange and I will redeem the object. But I haven't got it. I don't know where I've put it. You had better get that bill for me. I'd give it to you right away. If I could, sir. All right. Wir glauben ihm kein Wort und machen uns auf die Suche. Und hier habe ich zum Spaß einmal geschaut, ob wir mittlerweile das Gelände verlassen können, in der Annahme, dass wir jetzt auch noch die Quittung brauchen, bevor wir endlich hinaus dürfen. Aber nein! Tatsächlich können wir jetzt, ohne dass uns dieser Spiel irgendwie mitteilt, endlich in das verschissene Kaff gehen. I'm glad to see this place again. William often took me here when I was just a little boy. Was ist? Oh well. Na, warte mal, das tue ich mir nicht an. The stairs for launching the boats. Nachdem der Sam ein bisschen umeinander nostalgisiert hat, reden wir mit dem Möchtegern Ronaldo da vorne. Hi, what's your name? I won't tell you that. I must not talk to strangers. Would you like some sweets? I'm Vic. Also erst habe ich mir gedacht, gute Erziehung, der redet nicht mit Fremden. Und dann ist er auf einmal ein Kinderschokobon davon entfernt, in uns vor die Fassel gestopft und entführt zu werden. Blöder Hund. This village is terribly boring, you know. I see. Von dem erfahren wir nichts, aber er haut eine ganz witzige Beleidigung raus, das muss ich ihm lassen. Vic, have you ever seen the man in this picture? No, I guess I haven't. I would have surely remembered that one. He looks pretty stupid. Are you related? Hat das Kind mich gerade dumm genannt? Ich glaub schon. Schnell. Ich muss mir eine intelligente Beleidigung überlegen, um Dominanz zu etablieren. Fuck, das dauert schon viel zu lang. Bin ich vielleicht wirklich dumm? Na, ich kann nicht dumm sein, sonst hätte ich nicht so viel Geld erben können. Verdammt Samuel, jetzt sag endlich was. You had better watch your mouth. Ha, dem hab ich's gezeigt. Hello, sir. Der Theken-Toni da labert uns 5 Minuten langer Schnitzel ans Knie und das Einzige, was wir davon haben, ist die Info, dass der William in letzter Zeit ein komischer Eremit war. They say he wouldn't even come out of the castle and instead locked himself away in the old tower to study some old volumes and stuff. Wenn wir mehr wissen wollen, sollen wir einen ehemaligen Gärtner namens Mark Nerver. Guter Mo, Leid Nerver ist mein zweiter Vorname, immer her mit dem Geschwärl. Where can I find him? He would normally be here by now, so he's probably not going to turn up today. Der Freizeitalkoholiker da? Never mind, I'm used to drinking alone. Heißt Tom und weiß ein bisschen mehr. Do you know anything that might be interesting to me? Maybe I do, maybe I don't. My memory is fogging up. It's probably the thirst, you know. Verrate uns allerdings erst, nachdem wir die Schulden bei seinem Dealer beglichen haben. I have decided to pay off Tom's debt. But
Why would you want to do that, Mr. Gordon? All clear. Good. Nachdem man Wirt die McWirts-Gesicht auszahlt haben, erzählt uns der Tom, dass der William oft nach Mitternacht nur in der Kirche gegangen ist. That's all? What's so strange about him going to church? Nothing much, I'd guess, if it hadn't been late after midnight. Oh, that is strange indeed. Just ask the gravedigger or the vicar. They both saw him. Wo der Mark gerade ist, weiß er auch nicht, aber der Hermann kann uns eventuell mehr sagen, weil für den hat er ab und zu Laufburschenarbeit gemacht. But try old Murray or Herman. He does something for both of them from time to time. Ein Bildschirm weiter gibt's einen Haufen Deko, mit der wir nichts anfangen können. The old fish market. Und die Pfandleihe, was uns dann endlich weiterbringen darf. The door is locked. Wisst, ich spiele das jetzt schon 3 Stunden, was eigentlich nicht viel ist, und ich kann jetzt schon folgendes Best-of zusammenstellen. The door is locked. The entrance has been walled up for years. It's locked up. The door is locked. It's locked. Damn. The door is locked. It's locked. The door is locked. The door is locked. Es ist schlimmer als Silent Hill hier, Kruzifix. Ich möchte einmal ein Point-and-Click-Abenteuer spielen, wo man die Triche hat. Jedenfalls ist der Murray weiß Gott wo. Da hier vermutlich jeder die Bieselzeiten von jedem anderen kennen wird, fragen wir mal nach, wo der Typ gerade umeinander fault. Vic, have you seen Murray today? Well, that old man doesn't like me hanging around that shop of his. Or rather around those glass cases. I've got no idea what his problem is. Oops! Vic ist anscheinend kurz für Wichser. Gut, dass ich mir sein Kennzeichen notiert habe. I'll beat you within an inch of your life. Aktuell gibt's hier nichts mehr zum Tor, aber jetzt dürfen wir gnädigerweise wieder aus dem Dorf raus und besuchen wir mal die Kirche. Und leck mich fett, das ist ein Riesenhaufen Steine. The Warm Hill Parish. Ich kann mich erinnern, dass mir die Szenerie da beim ersten Mal spielen schon wirklich beeindruckt hat. Und das meine ich ernst. Das Gebäude ist mächtig. Es hat Jahrhunderte überdauert und steht immer noch als ein Symbol für unerschütterlichen Glauben. Dann schauen wir mal, was wir hier klauen und kaputt machen können. Von rechts hören wir ein ziemlich schaufliges Geräusch, was daher kommt, dass da einer schaufelt. Mit einer Schaufel. Good afternoon. Have you time for a little talk? Der Typ da war vermutlich in seinem vorherigen Leben ein Schildkröten oder Ent, weil... I never hurry anywhere, unlike everyone else around here. Tell me, what is your name actually? Mine? No one calls me anything other than Gravedigger. Father Frederick's Gravedigger. Jeder nennt mich nur Totengräber. Das ist der Name, auf den mich meine Eltern tauft haben. Nach meinem Vater, am Totengräber Senior. Halt dein Mai! Ich glaube irgendwie die Kirche macht alles um sich herum langsamer. Schaut euch mal die Vögel an. Was ist denn das? Learning about the parish and this cemetery. I think you're the right man to ask. Maybe. Ich fasse das Gespräch einmal zusammen, sonst hockt man morgen noch da. Erst erzählt uns eine Gruselgeschichte von Katakomben unter der Kirche, wo Seelen einen Weg hinaussuchen. Langweilig. Dann, dass er mal ein Kind auf Nacht hier lachen gehört hat, obwohl keiner in der Nähe war. Langweilig. Zu guter Letzt erfahren wir, dass der William sich hier nach Mitternacht mit dem Fahrrad getroffen hat und dass die Kirche aktuell zugesperrt ist, bis der Pfaff wiederkommt. Und die 2 Sachen haben das Destillat aus allem Nützlichen, was diese beinahe 7 Minuten Dialog enthalten haben. Gern geschehen. Meinst du übertreib? Ich gebe euch jetzt mal 20 Sekunden von dem Dialog, unbearbeitet. Und dann sagt's mir, dass ihr das nicht anfühlt, als wäret man 10 Minuten lang auf der falschen Seite von der Glodie. I was sitting in my cabin, about to go to bed. I saw a light. It was someone approaching the church. In the 20 years that I've been working here, no one has ever come here this late. So I went outside to check out what was going on. Wieder mal gibt's hier nichts Sinnvolles, was wir machen könnten, also drehen wir Runden über den Friedhof. Und als wir zurückkommen und nach dem Pfarrer fragen, schlagt auf einmal mit Uhr Simme. Weil das Spiel 2 Phasen hat, wo wir auf einen NPC warten müssen und da die Zeit in dem Spiel nicht wirklich vergeht, vor allem nicht, wenn man mit Leid redet, gütiger St. Syphilis, ich war noch nie näher an der Ewigkeit dran. I saw a light. It was someone approaching the church. Heißt das unsichtbare To-Dos abhaken plus random durch die Gegend laufen, bis das Spiel beschließt, es ist soweit. You must be Dr. Herman's man, is that right? I'm not Herman's man.
I just work for him from time to time. You're Samuel Gordon, aren't you? I've got something to deliver. Jedenfalls kriegen wir damit endlich das Backerl vom Hermann. Nicht, dass viel drin war. There's only a watch and a few trinkets in it. I'll open it. William made a remark of some kind here. In der Uhr ist ein Zettel mit einem Rätsel, das uns zum Schlüssel führen soll. To my forgetful head, the path to the key begins in the library, on my work table, hidden away under the blue curtain of unwritten words. In der Bücherei auf dem Tisch unterm blauer Vorhang ungeschriebener Worte. Also mein erster Gedanke, ohne jetzt irgendwie nachgeschaut zu haben, ist Tinte. Und schaut, ich motz viel über Probleme, die solche Spiele mit sich bringen. Speziell das Spiel hier. Depperte Rätsel, komische Abhängigkeiten von Ereignisse, miserables Leveldesign, Pixelsucherei. Aber neben Story und Charaktere sind solche Rätsel der Grund, dass Point-and-Click vermutlich einfach mein liebstes Genre ist. Weil wenn's mit sowas richtig liegst und ein gutes Rätsel mit deinem eigenen Hirn lösen kannst, das ist ein dermaßen ein Erdrutsch an Dopamin. Da kann man fast schon von guter Laune reden. There's a button under the inkwell. Wir drücken den Knopf. Entschuldigung, wir versuchen den Knopf zum Drucker. Also wenn das nicht geht, dann wird's echt Zeit für ein bisschen Fitti. Und es öffnet sich ein geheimes Geheimversteck im Geheimratseck. Hey, was steht auf dem Speicher und fängt mit A an? Richtig, eine Kisten. Was liegt vor der Tür und fängt mit N an? Genau, nur eine Kisten. Und was flaggt in der Bibliothek und fängt mit S an? Ja, schon wieder Kisten. Miniatures of the planets of the solar system, carved from hardwood. Mit den Holzkugeln können wir endlich das Sonnensystem in der Säufersphäre nachbauen. Das Arschige daran ist, dass du nicht so gut nach Farben und Formen gehen kannst. Ich meine, wir alle kennen den alten Spruch für die Reihenfolge der Planeten. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Fick dich, Pluto. Aber wie es der Rest noch geordnet sind, keine Ahnung. Also da haben wir das Internet helfen müssen. That's it. That must be William's key. Nachdem wir das gelöst haben, können wir schlussendlich, oder besser gesagt schlüsselendlich, die Tür zu Williams Turmzimmer aufmachen. The door can't be opened. Alles klar, Zeit für den nächsten Gordon aus dem Fenster zum Hupfen. Übrigens, es gibt das Wort Defenestration. Das heißt, jemanden oder Apps aus dem Fenster zum Schmeißen und kommt vom Prager Fenstersturz, der einen 30-jährigen Krieg ausgelöst hat. Und ich glaube, was Besseres als dieses Wort ist noch nie bei einem Krieg rausgekommen. Jetzt sind wir quasi in einem Escape Room. Eine Sache, die man The Black Mirror wirklich lassen muss, ist, dass es keine Sackgassen gibt. Du kannst dich nicht in die Ecken vom Wohnzimmer weißeln oder so, und das heißt, dass wir hier mit dem, was wir haben und finden, auch wieder rauskommen werden. Was nicht bedeutet, dass das einfach oder gar sinnvoll sein wird. Das erste Opfer unserer fettigen Finger wären der Sekretär und sein Schubplan. Okay. Entschuldigung, aber das klingt wie so ein deutscher Nachkriegsroman. Auf der Unterseite vom besagten Schubplan klebt jedenfalls das Tagebuch von William, und das heißt wieder eine ordentliche Wagenladung Buchstaben. March 21st. I'm old. William wollte auf seine alten Tage noch rausfinden, was mit seiner Familie los ist. Throughout the centuries, several of my blood ancestors have suffered from the same affliction that now curses James. Im Abstand von 200 Jahren haben nämlich verschiedene Gordons immer wieder wahnsinnig geworden, unter anderem irgendein James, von dem wir bisher aber noch gar nichts wissen. Dann schreibt er noch was über 5 Schlüssel, die vor Jahrhunderten an seine Vorfahren übergeben worden sind und mit denen man die Wahrheit rausfinden kann. I don't exactly know what their purpose is, but if they can lead me to the truth, I must obtain them. Er hat einen, der vorher erwähnte James hat einen, Marcus, einer der Gründerbrüder, hat einen, und der Durkham, der gut gekleidete Kollege da, hat wohl einen nach Wales verzogen. Wo der 5. abgeblieben ist, das weiß er selber nicht. I still do not know where the 5th key is. Its origin eludes me in the many years of the past. In Wales hat der William leider nichts finden können, also wollte er als nächstes den von Marcus suchen, dessen Grab anscheinend unterhalb von diesem beeindruckenden Storhaufen da ist. Da gibt's auf dem Dachboden irgendeinen komplizierten Öffnungsmechanismus mit irgendwelchen Storner. It took me several days before I discovered an extraordinary pedestal with numerous tiny and meticulously shaped stones in the belfry. William schreibt, dass er es zwar geschafft hat, das Rätsel zu lösen, aber du brauchst nicht glauben, dass er uns verrät wir. Aus seiner winnigen Zeichnung gibt's nichts für uns. Noch besser, danach hat er wieder zugespart und alles wieder zurückgerammt. Zipfelklatscher. So ist er in den Keller von der Kirche gekommen, wo das Grab von Marcus hinterm Rätsel versteckt ist, das irgendwas mit 4 Bierchen zum Tor hat. His body must be hidden somewhere. I hope that the answer lies in the 4 books surrounding the center of the tomb.
Das erste Losungswort, Map, hat er rausgefunden, aber für mehrer hat's Hirnschmalz anscheinend nicht mehr gelangt. Dann hat er nur irgendeine uralte Kugel aufgeklappt und ist einfach wieder heimspaziert. In seinem letzten Eintrag erzählt uns der William, dass er jetzt scheinbar die Fähigkeit Stimmen im Kopf hören freigeschaltet hat. I have not slept for 2 days now, and I hear voices. Hoffentlich sind die nicht so anstrengend wie die aus dem Spiel, weil sonst weißt du, warum er sich defenestriert hat. How did the bottle get here? Father Frederick's gravedigger. Wir wühlen uns weiter durch die Umgebung und finden nochmal ein Bier. Aber keine Angst, das ist nicht zum Lesen, sondern nur das Versteck für einen Schlüssel. There's a small key inside the book. Und der wiederum passt in eine von den Kisten und in der wiederum flackt die magische Bowlingkugel, von der der William berichtet hat. It's cold to the touch. Bur, das ist eine Holzkisten in einem zugigen Turmzimmer. Ich darf mich wundern, wenn es nicht kalt war. Im Sekretär flackt außerdem noch Spieler umeinander, die wir ohne jede Veranlassung mitnehmen. Scheinbar haben wir recht ausufernde Hosentaschen. As though I've heard that melody somewhere before. Auf dem Schachbredel hier im Vordergrund fällt eine Turmfigur und die finden wir, nachdem ich gefühlt schon 20 Mal drüber gefahren bin, ebenfalls in dem Schreibtisch. Das scheint so eine Schachfigur für schlechte Verlierer zu sein. Und damit öffnet man jetzt eine Tür. I'll try to push the latch open. Ich weiß doch auch nicht. Ich hätte es wenigstens mit den massiven Schwertern da probiert, aber anscheinend reicht uns der windige Kartoffelschäler. Success. I'm feeling so strange. Wieder draußen beschwert sich der Sam über Kopfweh und fällt um. Oder auch nicht. Okay. Sir. Also egal was die Story noch hergibt, für mich ist das größte Mysterium in dem Spiel, wie es durch Qualitätskontrollen gekommen ist. All of a sudden, my head started to ache vigorously. I cannot remember anything after that. How did I make it to my room? Bates found you lying unconscious in the attic. Bates und Robert haben uns also auf dem Dachboden gefunden und ins Bett gesteckt, wo wir uns erst einmal ein Mützerl vorher Schlaf genehmigen. Thank you. Hopefully I will be all right now. Come, Bates. We shall leave Samuel to his rest. Yes, sir. Robert is right. I should take a rest. Tomorrow I'll find out more than today. Und das war das erste Kapitel von The Black Mirror. Das heißt, über den Januar können wir uns miteinander durch 5 weitere Kapitel rätseln, ratschen und randalieren. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass das eins von denen Spiele ist, wo sich der Name Granti echt rentiert, weil es gesteckt voll ist mit Graffi zum Aufregen. Wer also auf bayerisches ASMR steht, sprich ein Haufen Gemaule weit über Zimmerlautstärken, der kommt definitiv auf seine Kosten. Was haltet ihr bisher von der Nummer? Habt ihr schon mal von The Black Mirror gehört oder es vielleicht sogar selber schon mal gespielt? Schreibt's mir passenderweise gern viel zu lange Texte ohne Inhalt in Kommentare, lasst's mir einen mysteriösen Daumen da oder abonniert meinen Kanal so langsam wie es gerade geht. Ich sag jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.